Eure Promotion 8. Spieltag. Den FC Atzela Ettelbruck empfängt am Spitzenduell den FC Swift von Hasper. Das ist natürlich die große Fisch von diesem Spieltag zwischen den Tabellenechten Atzela Ettelbruck, den zu Höchstadt letzte Ende 2 Punkte Leue gelöst wird, und den FC Swift von Hasper, den nur der Fettkind-Mama sich gut erholt hat und den USA mit 3-0 geschlagen hat. Der Sieger von diesem Match wird die Tabellenspitze überholen. Nur 6 Minuten die erste Goalchance für die lokale Equipe. Der Cabrion hat die erste Flanke vom Holz aufgewirkt. Der Ball kommt zurück an die Face vom Ettelbrucker Spieler. Hier flankt die aus perfekt für den Novic. Und nicht 0 für den Ettelbruck. Ah nee, aber nicht. Der Novic stung am Abseits. Nur eine Viertelstunde die erste Goalchance für den Swift. Mit Correa per Freistoß, aber du hast kein Problem für die Gruppe. Mit dann könnt die gefährlichste Szene aus der ersten Viertelstunde. Theoschisch auf der rechten Seite hier flankt und dann bin dann beim Kopfspiel. Der Ball kommt beim Correa und Correa für den Brian Dauphin. Hier gewinnt sein Duell gegen den Einbin. Kann am Strafraum ran, chase. Und da weiß die Gruppe super Reflex. Du noch probieren nach einer der Swiss-Sack an der Correa aus der Distanz, aber auch nie erfolgreich. Wir spielen die 35. Spielminute Freistoß für Ettelbruck, der geht Geschoss vom Holz, Sambuyo am Kopfspiel, gut kein Problem für die Susan. Die nächste Standardsituation an Goalchance für den FC Atzela Ettelbruck, das geht Geschoss vom Holz, mit der Ball geht gute Meter doniert. 1 Minute drauf, die nächste Goalchance für Ettelbruck auf der linken Seite beim Holz, in das am Duell geht der Schisch, Crochet, hier flank für den Novic mit dem Kopf drüber. Das war biselo die gefährlichste Goalchance von dieser Partie. Ich meine, der Novic wurde überrascht, weil der fehlende Ball verlängert hat. Und dann die nächste Goalchance für den Swift mit Brian Dauphin. Hier nicht viel Raum, provoziert der Cosa am Duell, der gewinnt und er schießt. Und da hat die Gruppe die letzte Wort. Das war es dann noch mit der ersten Halbzeit. Und wir waren Zeit von einem ganz taktischen Spiel. Leider waren der Rhythmus und das Spektakel von dieser Partie nicht enttäuschend. Die zweite Halbzeit geht genauso wie die erste tun. Weiter Ball auf den Novic. In das Duell geht der Fehler, setzt sich durch. Als schießt Fährungstreffer für Tetzela. Wenn hier nicht an einer Abseitsposition gewirkt wird. Der Rhythmus an der zweiten Halbzeit ist noch mehr los wie an der ersten Halbzeit. Und das Spiel geht ganz oft unterbrochen. Wir spielen die 67 Spielminute durch. Ich probiere jetzt eigentlich, mit der Ball geht ziemlich deutlich doniert. Das ist in dem Moment, dass Herr Wolf den Avtusinovic an die Spieler lässt. Das war der Spieler, den den 3-2 an der 92. Spielminute gegen Monerisch geschossen hat. Mit der nächsten Goalchance aus Ettelbruck mit dem Group weiten Degagement auf den Kips. Kips am Duell gegen den Wildchen an Cabrion lädt den zurück für den Gonsalves. Mit der Gonsalves verfehlt komplett. Wir spielen die 82. Spielminute Kontakt zwischen dem Dauphin und dem Sambujo. Der Sambujo fällt und den Arbiter pfeift für Ettelbruck. Und dann steht der Sambujo auf und kriegt die rote Karte. Anscheinend sollte den Sambujo zum Schicht eine Frechheit an Krutowens dann die rote Karte. Die Version wurde vom Hasper-Spieler bestätigt. Hasper probiert die Überzahl zu nutzen. Mit dem Dauphin und mit hier spielt man Moger. Moger probiert mit der Gruppensturm auf der richtigen Platz. Ettelbruck probiert nach einer via Corner. Der Ball geht rausgebracht vom Holz. Novic mit der Deviation und dann den Eckbin. Der Ball geht drüber. Mais dann können die 92 Spielminuten mit dem Dauphin auf der rechten Seite hier provoziert. Der Cosa aus der Défense lädt an der Lafien auf Avtusinovic und dann ist der 0-1 für den Swift von Hasper. Genau wegen Monerisch schießt den U19-Nationalspieler an der Nachspielzeit der Winning Goal. Somit überholt Hasper Tabellenführung. Weil du nur also fertig, also somit gewinnt der Swift von Hasper mit 0-1 sein Spitzenduell gegen den FC Atzela Ettelbruck. Es wird in der nächsten 92 Minuten werden, für das das Spektakel endlich dabei ist und für Ettelbruck ist es am Endeffekt nicht gut ausgegangen. Die anderen Resultate aus der Eure Promotion Avenir Bergen gegen den FC Monerisch 0-2, den FC Atzela Ettelbruck verliert, ihr habt gesehen mit 0-1 gegen den Swift von Hasper, in den war den Anstand zwischen Mama und Greve Mara, Dono überrascht den Norden mit 3-2 gegen den FC Rodange, du hast Sandweiler gewinnt mit 2-1 gegen den Altad Biesen, Union Asch gegen den FC Wolz 71 3-1 und den US Hoherstadt gewinnt mit 2-3 beim Union Merzet Wasserbillig.
An der Tabelle gesäit mittlerweile so aus. Swift vun Hasband du 16 op der Eischter an zweiter Position mat 19 Punkten. Dritten aus den FC Etzeler Ettelbreck mat 17 Punkten. Duno könnte du es Hochstadt feierten mat 16 Punkten. Rodange als 5. mat 16 Punkten. An der könnte den FC Wolfs 71 op der 6. Position mat 14 Punkten. Mat 8 Punkten fanne mir op der 8. Position den FC Mama. Op der 9. Position mat 8 Punkten fanne mir Union Mertet Wasser bëllech, Dono op der 10. Position aus den CS Grevemacher mat 7 Punkten, genauso wie Monerech 11. an den FF Norden 12. 13. aus Datat Bisse mat 6 Punkten, auf jeden Avenir Bergen heechtet die Lächplatz mat 0 Punkten.